Matthäus Kapitel 13. An diesem Tag geht der Jesus zum Haus aus und sitzt an den See an. Und viele Leute kommen zu ihm, dass er in ein Schiff steigt und von dort aus den Leuten manches Gleichnis erzählt. Ein Sämann ist gegangen säen. Und beim Säen ist der eine Samen auf den Weg gefallen. Und die Vögel sind gekommen und haben ihn aufgepickt. Anderer Samen ist auf Stein gefallen, wo es nicht viel Herd hat und ist gerade aufgegangen, weil der Herd nicht tief war. Kaum ist die Sonne aufgegangen, ist er verbrannt. Und weil er keine Wurzeln hat, ist er vertrocknet. Anderer Samen ist unter Dornen untergefallen. Das Dorngesträuch ist gewachsen und hat ihn verstickt. Andere ist auf guten Herd gefallen und hat Frucht gegeben, 100-mal, 60-mal, 30-mal. Wer Ohren hat, soll hören. Und die Jünger kommen dann fragen, warum erzählst du ein Gleichnis? Er gibt ihnen zur Antwort, weil der Gott euch die Geheimnisse der neuen Welt zeigt, den anderen aber nicht. Wer nämlich etwas hat, der kommt noch über genug dazu anüber. Wer nichts hat, dem nimmt man auch noch das bisschen. Gleichnis erzählen, weil sie schauen und nichts sehen und hören und nichts hören und verstehen. An denen wird dem Jesaja seine Voraussage wahr, wo sagt, mit den Ohren hört er und versteht nichts, und er schaut und seht nichts. Abgestumpft wird das Herz von dem Volk und schwerhörig seine Ohren, ihre Augen haben es zugemacht, dass sie ja nichts sehen mit den Augen und hören mit den Ohren und verstehen mit dem Herz und umkehren und ich's gesund mache. Aber eure Augen sollen sich freuen, weil sie schauen können, und eure Ohren, weil sie hören können. Glauben wir, viele Propheten und solche, die recht leben, haben darauf brennt, zu sehen, was ihr seht, und sie haben es nicht gesehen, und zu hören, was ihr hört, und sie haben es nicht gehört. Ihr hört jetzt das Gleichnis vom Sämann. Bei jedem, der den Bericht von der neuen Welt hört und er nicht versteht, kommt der Satan und stillt, was in sein Herz gesät ist. Das ist das, was auf den Weg gesät ist. Das, was auf Stein gesät ist, das ist der den Bericht hört und ihn gerade mit Begeisterung aufnimmt, und aber keine Wurzeln hat in ihm inne und ein Strohfeuer ist. Hat er schwer oder wird er plaget wegen dem guten Bericht, so geht er gerade auf. Das, was ins Dorngesträuch gesät ist, das ist der den guten Bericht hört, aber die Alltagsmühe und die Geldgier verwurgen den Bericht und er trägt keine Frucht. Das, was auf guten Herd gefallen ist, das, was auf guten Herd gesät ist, das ist der den guten Bericht hört und versteht und dann auch Frucht trägt. 100-mal, 60-mal, 30-mal. Ihr hört jetzt das Gleichnis vom Sämann. Bei jedem, der den Bericht von der neuen Welt hört und er nicht versteht, kommt der Satan und stillt, was in sein Herz gesät ist. Das ist das, was auf den Weg gesät ist. Das, was auf Stein gesät ist, das ist der den Bericht hört und ihn gerade mit Begeisterung aufnimmt, und aber keine Wurzeln hat in ihm und ein Strohfeuer ist. Hat er schwer oder wird er plaget wegen dem guten Bericht, so geht er gerade auf. Das, was ins Dorngesträuch gesät ist, das ist der den guten Bericht hört, aber die Alltagsmühe und die Geldgier verwurgen den Bericht und er trägt keine Frucht. Das, was auf guten Herd gesät ist, das ist der den guten Bericht hört und versteht und dann auch Frucht trägt. 100-mal, 60-mal, 30-mal. Ein anderes Gleichnis leitet ihnen vor. Die neue Welt kann man vergleichen mit einem Mann, der guten Samen in seinen Acker gesät hat. Znacht kommt sein Feind und säet heimlich Lolch mitten unter den Weizen. Wo die Saat gewachsen ist und die Frucht angesetzt hat, da ist auch der Lolch zum Vorschein gekommen. Da sind Knechte zum Gutsherr gelaufen und sagen dem, Meister, du hast doch guten Samen auf deinen Acker gesät. Woher kommt jetzt der Lolch? Er gibt zur Antwort, das hat mir ein Findsleid da. Die Knechte sagen ihm, sollen wir ihn ausrupfen? Aber er sagt, nein, sonst rupft er den Lolch samt dem Weizen aus. Lasst beides miteinander wachsen bis zur Ernte. Und bei der Ernte sage ich dann den Arbeiter, sammle zuerst den Lolch ein und binde den zusammen zum Verbrennen. Aber den Weizen tun in die Schür. Ein anderes Gleichnis leitet er vor und sagt, die neue Welt kann man vergleichen mit einem Senfkorn, das ein Mann auf seinen Acker gesät hat. Von allen Samen ist das der kleinste, wenn er aber ausgewachsen ist, grösser als alles andere Grünzeug und wird ein Baum, dass die Vögel kommen, zum in seinen Zweig nesten.
Ein anderes Gleichnis erzählt ihnen: Die neue Welt kann man vergleichen mit einem Hefeteig, wo eine Frau genommen hat und gemischt unter 40 Liter Weizenmehl, dass er ganz aufgegangen ist. Alles das erzählte Jesus den Leuten als Gleichnis, und er erzählt nur Gleichnis, dass das wahr wird, was beim Prophet geschrieben ist. Ich will Gleichnis erzählen. Ich will aufdecken, was seit dem Anfang dieser Welt verborgen ist. Dann lässt er die Leute hocken und geht heim. Und seine Jünger kommen zu ihm und sagen: Erklär uns das Gleichnis vom Lolch im Acher. Und er gibt ihnen zur Antwort: Der, wo der gute Samen säet, ist der Menschensohn. Der Acher ist die Welt. Der gute Samen, das sind die Anhänger der neuen Welt. Der Lolch, das sind die Anhänger vom Satan. Der Find, wo der Lolch gesät hat, ist der Satan. Die Ernte, das ist das Ende dieser Welt. Die Arbeiter sind die Engel. Gerade so, wie man den Lolch sammelt und im Feuer verbrennt, so ist es am Ende dieser Welt. Der Menschensohn schickt seine Helfer aus. Die sammeln alles zusammen in meinem Reich, wo man drüber stürcheln können, und die gegen das Gesetz leben, und rühren es in den Feuerofen. Dort rein, wo es brüllt und bibert. Wie die Sonne strahlen dann die recht leben, in der neuen Welt von ihrem Vater. Wer Ohren hat, soll hören. Die neue Welt kann man vergleichen mit einem Schatz, der in einem Acher vergraben ist, den ein Mann findet und ihn wieder vergrabt, wo dann voller Freude geht, sein Hab und Gut verkaufen, um den Acher zu kaufen. Die neue Welt kann man auch vergleichen mit einem Kaufmann, der schöne Perlen sucht. Er sieht eine ganz hochwertige, verkauft alles, was er hat, um die eine Perle zu kaufen. Die neue Welt kann man auch vergleichen mit einem Schleppnetz, wo man ins Wasser rührt, um aller Art Fisch zu fangen. Fohlen ziehen sie an Land, sitzen dann, fallen die guten Fische in Gefäß und die Faulen zurück. So ist es auch am Ende dieser Welt. Die Engel gehen die Schlechten aus denen, die recht gelebt haben, aussortieren und rühren sie in den Feuerofen, dort hinein, wo es brüllt und bibbert. Habt ihr das alles verstanden? Sie nicken. Er sagt ihnen: Darum kann man jeden Schriftgelehrten, der für die neue Welt ausgebildet ist, mit einem Hausvater vergleichen, der Neues und Altes aus seiner Vorratskammer rausholt.